Hallo miteinander und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harveys neue Augen. Wir sind da immer noch unterwegs und ich bin gerade ins Falsche hineingeklettert. Ich muss über zu den Rollenspielern. Da haben wir nämlich noch was vergessen. Und zwar hat's da noch einen Der roten Vorhang hatte schon bessere Zeiten gesehen. Damit ging es ihm immerhin besser als Lilly. Ein roter Vorhang. Die Kerze roch wunderbar nach Honig Honig. und Blumenfeldern. Zumindest vermutete Lilly das. Die Blumen im Kloster hatten immer nach Insektiziden gerochen. Lilly hatte trotzdem gerne an ihnen geschnüffelt. Hui! Eine Kerze mit Honiggeschmack. Jetzt gehen wir als erstes gerade das Teil rein tun. Halt. Ist das alles gewesen? Jetzt sind es nur noch die Hoshis. Ja, jetzt sind es nur noch Hoshis. Okay. Kommt da, Lilly. Gehen wir noch rasch das rote Becken. Ah, weisst du was? Das können wir auch nachher. Wir kommen sowieso jetzt etwas Geiles über, oder? Hoffe ich. So, jetzt aber. Es muss doch gehen, dass der mit Honig und Blumen angekocht Die Idee war wird. gut. Die Idee war gut. Was? Ja, aber Die Idee war gut. Herr Mantel, willst du eine Kerze? Duftkerze, du hast zwar schon genug, gell? Nein, danke. Ich bin ruhig. Ich hoffe, Ja gut. Dann gehen wir. Ich kann eigentlich, schau mal. Da hatte jemand ein gewisser... Hey, das war Dr. Marcells Kreditkarte. Was sagte man dazu? Okay. Was mache ich mit der? Die habe ich vorher gar nicht gesehen. Löcher drin! Oder? Aber weißt du, sollst also bis Bett. Ja! Da gibt es doch so eine Lochkarte. Nicht? Weiß auch nicht. Dr. Marcel würde sich sicher freuen. Lilly hatte mit Hilfe seiner Kreditkarte Konfetti gemacht. Yay! Kreditlochkarte. Alright. Mal schauen, ob die irgendwo reingeht. Yay! Zum Dach. Schön. Sali Bienenmann. Jetzt endlich können wir mit dem mal reden. Hallo Fremde. Bevor du etwas sagst, hol doch bitte einmal tief Luft. Und ist das etwa der Duft der Freiheit? Der Freiheit? Oder ist das einfach nur Atemluft, bestehend aus Sauerstoff, Kohlendioxid, Stickstoff, Ruß aus dem Anstaltskamin und eine Prise Dieselöl vom Fuhrpark? Ich möchte ja ungern melodramatisch erscheinen, aber ich hege Skepsis gegenüber dieser sogenannten Freiheit. Seit Dr. Marcel die Leitung des Sanatoriums vernachlässigt, tragen wir Insassen die Bürde, unsere Grenzen selber abzustecken. Und Okay. bevor ich dieser Einladung in die Freiheit entspreche, muss ich mich doch Folgendes fragen. Gibt es nicht vielleicht doch so etwas wie gute Grenzen? Und kann ich selbst im Optimalfall darüber entscheiden, wo meine eigene Freiheit anfängt und aufhört? Es ist doch Philosoph, so. hä? Niemand hindert mich daran, die Anstalt zu verlassen. Macht mich das jetzt frei? Kann ich einfach so davon fliegen? Meine Flügel ausbreiten und vom Anstaltsdach springen? Ja, Der ich Drang glaub schon. ist da. Wie jede Biene sehne ich mich danach, über Blumenfelder zu schwirren und Honig zu sammeln. Aber noch kämpfe ich dagegen an. Irgendwas an dieser Freiheit stinkt.
Alles klar, alles klar. Ich habe da der Duft der Freiheit für dich. Ah, was? Schon wieder wegen dem Feuer? Ey. Hallo Lilly, du willst das... Ich habe es doch in der Tasche. Wie kann man... Ist gut. Der Duft der Freiheit. Schau mal. Das riecht gut. Aber auch wenn die Illusion fast perfekt ist, es sind doch nur künstliche Aromen und chemische Ester. Eine fast perfekte Illusion. Aber nichts Reales. Wie alles hier in der Anstalt ist es nur der halbherzige Versuch, uns ein Leben in Freiheit vorzugaukeln. Und jetzt, da uns niemand mehr daran hindert, die Anstalt zu verlassen, bietet es eine willkommene Ausrede, den Schritt nach draußen feige zu verweigern. Du hast recht, Fremde. Ich drück mich nur von meiner Verantwortung. Der Verantwortung vor mir selber. Das Angebot, das mir die Welt da draußen unterbreitet hat, auch anzunehmen. Ich danke dir. Gib mir Ich den Schal. habe endlich einen Entschluss gefasst. Ich kann hier nicht länger in Untätigkeit herumsitzen. Ich sollte über Blumenfelder schwirren und Honig sammeln. Ja. Aber Anstalt. Servus, Freiheit. Und er kommt. Lilly freute sich, dass sie dem Bienenmann geholfen hatte. Schon bald würde er an einem besseren Ort sein. Jetzt, hä? Alright, wir haben den Schal. Und wir haben dem lieben Bienenmann geholfen, in die Freiheit zu kommen. Oh Mann, Mann, Mann. Wir brauchen noch Blau. Oder besser gesagt, das müssen wir dreckig machen. Würde ich behaupten. Gehen wir zum Kaminschacht. Nein, schon wieder falsch. Ich will nicht in den Kaminschacht. Man. Ausser, hast du was für mich? Danke. Ich hoffe nur, ich hoffe, Herr Mantel, Strahlte wieder. Für was braucht man dann die Stärke noch? So, da haben wir nichts mehr. Nee. Das ist jetzt zweimal nur... Was. Ja, nur Game Designer möchten so etwas. Schau mal, das ist ja... Lilly war irgendwo dort in dieser schwarzen... Aha, okay. Die Tür war... Klar. Aber wir haben doch Stricknadeln. Oh. Ah. Spitze Gegenstände, ich weiss. Bis spät. Sorry. Aber ich mag es nicht jedes Mal hören. Ich Angst jedes Mal. Hui. Lilly beschloss, das Schloss mit Hilfe der Stricknadeln zu knacken. Und wieder hatte Lilly ihre Unfähigkeit bewiesen. Es war eine Schande. Lilly war einfach nicht geschickt genug. Okay, aber die bleibt da. Muss ich echt. Ganz eine blöde Idee, aber wenn man Rollenspiele spielt, kommt man ja auch wieder Level über und wenn ich dort Geschick erlange. Könnte noch sein, oder? Was hast du da? Zeig mal her. Es ist rot. Ah, sehr gut. Du hast das benutzt, das rote. Schau mal, was sie da noch haben. Was hast du da? Zeig mal her. Ah, sehr gut. Du hast das Prinzip offenbar verstanden. Benutzt das gelbe. Ist gut. So, und jetzt fange ich mal an, das Zeug einfärben. Für das brauche ich allerdings nochmal den Text. Machen wir einen Stift parat. Schreiben wir mal alle Namen auf. Der Adrian war es. Der Peter. Petra. Und der Drogi. Alright. Und... Erzählt doch nochmal... Fragebecher! Schade. Ein baldiger Hungertod wäre eine wahre Erlösung gewesen. trete sie vor. Unterrichte sie uns von ihrem Vorankommen. Erzählt mir doch nochmal von der Farbenblindheit, bitte. Nicht doch, Droggi. Du musst ihm verzeihen. Er hat eine Sehschwäche. Wie wir alle. Ja. Peter hat eine Rot-Grün-Schwäche. Adrian eine Rot-Gelb-Schwäche. Droggi eine Grün-Blau-Schwäche. Und ich habe eine Gelb-Grün-Schwäche. Lustig, nicht wahr? Den Adrian habe ich irgendwie verpasst.
Ich muss nochmal, sorry. Drogelbecher. Nee, du musst ihn verziehen wie wir alle. Peter hat eine Rot-Grün-Schwäche. Rot-Grün. Adrian eine Rot-Gelb-Schwäche. Rot. Rocky eine Grün-Blau-Schwäche. Und ich habe eine Gelb-Grün-Schwäche. Okay, Hani. Lustig, nicht wahr? Ja, das ist geil. Das wird ein bisschen schwieriger jetzt zum Aufschreiben. Ich habe keinen Platz. Ich habe so einen kleinen Zettel noch verwünscht. Okay, haben wir alles nochmal angelost. Aufgeschrieben. Also. Fangen wir mal an. Fangen wir mit dem Adrian an. Er will Tomaten, aber keine Blaubeeren. Also Tomaten lassen wir mal weg. Blaubeeren müssen wir einfärben. Jetzt der Peter will Blaubeeren. Was hat er für eine Schwäche? Rot-Grün. Dann können wir Blaubeeren rot machen. Ich probiere jetzt einfach mal einisch. Was sagte man da? Rote. Gut, gehen wir weiter. Petra will Brokkoli, aber keine Tomaten. Petra hat eine gelb-grüne Schwäche. Tomaten will der Adrian. Machen wir Tomaten. Gelb-grün. Machen wir Tomaten gelb, weil ja der Brokkoli Was so sagte sein will, man grün dazu? ist. Gelbe. Okay. Der Peter will Blaubeeren, keine Bananen. Er hat eine rot-grün Schwäche. Der Drogi will Bananen, der hat eine grün-blau Schwäche. Dann machen wir Bananen, grün. Was sagte man? Grüne Banane. Okay, das letzte ist, der Drogi will Bananen, kein Brokkoli. Habe ich das nicht schon gemacht jetzt gerade? Auf jeden Fall muss der Brokkoli noch blau einfärben schlussendlich. Er hat Brokkoli nicht gern und hat eine blaue Schwäche. Brokkoli will Petra und sie hat eine grüne Schwäche. Nein, sie hat auch gelb-grün. Ah, Leute, keine Ahnung. Na, du verfärbst ja noch die Oh Frisur. nein! Wenn du welche dabei hast, kannst du das aber nicht. Crab. Warte, der Drogi hat nicht gern Brokkoli und er hat eine grüne Schwäche. Dann ist doch das gleich, oder? Dann ist das jetzt eigentlich gleich. Er sieht ja eh nicht, dass es Brokkoli ist. Grüner Brokkoli. Aha, da hat es. Ah, schau mal. Nein, ich nicht wollen, halt. Grüner Brokkoli. Grüne Bananen. Gelbe Tomaten. Rote Blaubeeren. So. Ist es jetzt beleidigt oder nicht? Blablabla. Die Pizza, ich sage es euch. Also ich habe sie jetzt beleidigt, hä? Ah, die, Die Pizza. Pizza. Wohlan. Wohlan. Drogelbecher. In der Tat. Du hast die Bananen für meinen treuen Freund Drogelbecher vergessen. An meiner Tafel soll niemand Hunger leiden. Hinfort! Sehe sie uns damit aus den Augen. Ja. Rote Blaubeeren. Ich habe Bananen für den Freund Drogelbecher. Wieso denn? Aha. Also, die dürfen nicht grün sein. Halt. Warte. Sie müssen. Grün sieht er ja nicht. Sie müssen in dem Fall. Wer hat sie nicht gern? Geh mal rein. Nicht gern hat sie den Peter. Der Peter hat eine rot-grün Schwäche. Ja, sie müssen rot sein. Oder? Was sagte man da? Rot. Ja, ist gut.
Ich bin ziemlich überzeugt, dass es jetzt so stimmt. Rote Bananen. Ja. Ja, aber ob es jetzt klappt, Leute, oder nicht, schauen wir erst das nächste Mal. Nein, wir schauen jetzt noch erst. Ah, die Pizza. Wohlan. Aber Seht was ihr? ist das? Ich sehe gar keine Tomaten. Ganz genau Hilfe! falsch gemacht. Gehe sie uns damit aus den Augen. Gut, ich mache die Pizza. Aufs nächste Mal. Ich finde nicht, dass ihr das alles sehen müsst. Und wir sehen uns dann wieder da. Bis dann. Peace.